Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Heute diesmal zum 1:5 am 18. Bundesligaspieltag bei RB Leipzig. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Ja, was soll man was soll man zu dem Spiel sagen? Alto Belli. Ähm, Fazit des Spiels natürlich, wenn du deine Buden nicht machst, aus Leipziger Sicht, ja, dann passiert das, was passiert ist, ne? Also, wir waren die ersten 30 Minuten nicht auf dem Platz. Das war super schlecht, ne? Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Mit das Schlechteste, was wir diese Saison gezeigt haben. Dann so nach 30 Minuten wurde es 'n Tacken besser, fand ich. Haben wir uns ein bisschen mehr auf Sicherheit konzentriert, mal auf Ball, und mal 'n Zweikampf gewonnen und wir standen auch mal nicht so offen auf den Außenpositionen. Ja, das war besser. Dann sind wir in der Halbzeit und was in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist halt geisteskrank. So, das muss man einfach mal sagen, ja. Also, ich meine, klar, wenn du 'n Michael reinbringen kannst, das ist natürlich schon wild, ja, aber generell alles hat halt einfach angezogen. Mich würde die Halbzeitansprache mal interessieren. Ich glaube, da wird das ein oder andere gekitzelt worden sein, ja, weil das war, ich meine, es war schon die letzte Viertelstunde, erste Halbzeit ein bisschen besser, aber zweite Halbzeit war ja ein komplett anderes Gesicht. Allein vom Zweikampfverhalten, von der Laufbereitschaft, ja. Es wirkte keiner mehr so, als wenn er keinen Bock hätte. Selbst Serge Gnabry hat ja mal einen Defensivzweikampf angenommen und hat ihn sogar gewonnen, ja. Wenn ihr euch mal die erste Halbzeit von Serge Gnabry anschaut, das war gefühlt, haben wir mit 10 Mann gespielt. Der war nicht zugegen, dieser Spieler, ja. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel, ne? Ähm, und so kannst du es durchgehen, ja. Ito auch eine Katastrophe in der ersten Halbzeit. Tom Bischoff die erste halbe Stunde maßlos überfordert. Natürlich nicht nur seine Schuld, ja. Generell war die Abstimmung war nicht da, das hat man gesehen mit Opa beim Gegentor. Lennart Kahl hat kaum mal mit nach hinten gearbeitet, ja, war viel zu offen gestanden alles. Ähm, Wir haben ganz, ganz viele Faktoren mit reingespielt, da möchte ich gar nicht Tom Bischof so an die Wand nageln. Zweite Halbzeit war es ja ordentlich. Hm, Da war generell die Mannschaft war nicht da, die ersten 30 Minuten. Punkt, ja. Ich weiß auch nicht, warum, ganz ehrlich, ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, so Harry Kane denkt sich so: ja, ich gucke mal, ob die das heute auf die Kette kriegen.“ So. Ja, du hast Harry Kane die ersten 20, 25 Minuten, bitte bis an die 30. hast du ihn nicht einmal gesehen, dass er sich fallen lässt, ja? Er hat vorne auf die Bälle gewartet, die einfach nicht kamen, ja? Ähm, ja, und erst wieder, als 'n Harry Kane sich hat fallen lassen, wurd's 'n Tacken besser, ja? So, das muss man leider sagen und das ist natürlich 'n Trauerspiel, ja? Ich fand Leon Goretzka und Pavlo jetzt nicht so schlecht, aber keiner von beiden konnte das Heft des Handelns wirklich in die Hand nehmen, ja? Ey, Josh war jetzt nicht überragend in der zweiten Halbzeit, ja? Grade defensiv, war das wieder 'ne Vollkatastrophe, ja? Muss man mal knallhart so sagen, das war defensiv eigentlich 'ne Frechheit, was Josh da geliefert hat in der Rückwärtsbewegung, ja? Und auch in der Defensive. Aber was du dir von Minute eins an, wo Josh auf dem Feld war, gesehen hast: Ey, da war endlich jemand, der das Dingen hier auf jeden Fall versucht, in die Hand zu nehmen und ordnet, ja? Allein die 3, 4 Querpässe, Langpässe auf Olise, das hast du ja nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Null. Da war keine Struktur von Leon zu sehen. Pavlo hat's wenigstens 'n bisschen versucht hinten, er hat ruhig aufgebaut. Pavlo hat aber einfach viel zu viel quer und nach hinten gespielt, wie schon im letzten Spiel, ja. Aber ja, ich verstehe es, wenn er der defensivere Part ist, dann geht es darum, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und nicht da jetzt irgendwie zu zaubern im Aufbauspiel. Das ist dann Leon Goretzkas Aufgabe, ja. Ähm, Das war auch ein Knackpunkt mit, ja, dass endlich mal wieder Struktur drin war und nicht erst 'n Harry Kane sich fallen lassen muss und man dafür sorgen muss, dass Struktur in dieser Mannschaft ist, ja. Ähm, Wie gesagt, so schwach, Josh nach hinten war, so
katastrophal mancher Standard oder Ecke geschossen mal. So wichtig war er anscheinend für diese Mannschaft, um Struktur reinzubringen, ja? So, das muss man mal ganz klar sagen. Serge Gnabry auf der 10 ist für mich eine Lachnummer, sorry, ja. Klar hat er das Tor dann gemacht, was wichtig war, was er gut gemacht hat so und die Tore geben ihm natürlich recht, aber dann bitte nicht auf der Zehnerposition, ja? Auch Serge Gnabry hat einen großen Anteil daran, dass wir keinerlei Struktur in dieses Spiel bekommen haben. Ja, das muss man einfach so sagen. Dann lieber von vornherein Serge vorne in den Sturm stellen, da kann er nicht so viel kaputt machen, arbeitet eh kaum mit nach hinten und Heavy auf die 10. Ich glaube, damit bist du besser bedient, ja. Ansonsten stellen Serge auf die rechte Seite, alles ist gut, ja. Ähm, Das zur ersten halben Stunde, das war eine Katastrophe, das war teilweise eine Frechheit, das grenzte teilweise an Arbeitsverweigerung, wie da auf dem Platz rumgestanden wurde, ja. Gefühlt hat Leipzig 70% Zweikampfkämpfe gewonnen. Ich glaube, es waren 66% oder sowas zwischendrin mal. Das ist eine Farce, ja. Wir haben nicht stattgefunden. Leipzig hätte 3-4-0 führen müssen. Ja, Hut ab an Manuel Neuer, der ein überragendes Spiel gemacht hat. In allen Belangen, ja. Heute in allen Belangen. In 1 gegen 1, in Reflexe auf der Linie, auch mal bei der Ecke, etc., ja. Das war heute ein überragend gutes Spiel von Manuel Neuer und es war wichtig, dass er das zeigt, ja. Ähm Und zweite Halbzeit war dann so wie: „Jo, so, wir schalten jetzt mal den Zusatzgenerator an“, ja? So, das war 'ne komplett andere Mannschaft. Wie gesagt, in der die erste halbe Stunde, das war gar nichts, null. Da war keine Bereitschaft da für irgendwas, ja? Und zweite Halbzeit, na klar, helfen dann die Tore so, logisch, ja, gar keine Frage. Hm, und was dann passiert ist, ja, das ist was diese Saison passiert, Alter, ja? Und was diese Saison passiert, wenn da Spieler aufs Feld kommen, die Lust haben und die diese Qualität haben, wie ein Ulisse, wie ein selbst 'n Musiala, der dann da noch den Fuß dran hatte, etc., ja, das ist natürlich das ist wirklich, wild. Ja, wer hätte nach der ersten Halbzeit gedacht, dass dieses Spiel noch 5:1 für uns ausgeht? Niemand. Niemand, ja, Punkt. Einfach niemand hätte das gedacht. Wenn ihr gesehen habt, wisst ihr, was mich am meisten gefreut habt? Habt ihr das dumme, breite Grinsen in Jürgen Klopps Fresse gesehen auf der Tribüne? Ja, zum Pausenstand. Habt ihr das gesehen? Und habt ihr dann sein schönes Gesicht gesehen, wo das 4:1 gefallen ist, war's, glaube ich, ja? Genau das. Und Mario Gomez, der neben ihm sitzt, der Affe gleich mit. So, sorry, muss ich einfach mal sagen, Alter. Super unsympathische Leute. Gut, damit werfen wir 'n Blick in die Statistiken, Alter. Bin gespannt. Erste Halbzeit, ja, ich kann hier leider nicht nach Halbzeiten, alles ist gut. Statistiken sind jetzt nicht so super wichtig für uns, ne? Ich nehme die einfach mit rein. Ballbesitz 41:58 am Ende. Zur Halbzeit war es ausgeglichen. Abseits 0:2, Fouls 7:6, Zweikampfquote 49:3 zu 50:7. Haben wir sogar am Ende, gut, ist Bayern-Seite, I don't know, wie weit die Werte immer so stimmen. Guck mal, es ist sogar 52:1. Wild. Erste Halbzeit, sah das komplett anders aus, ja. Schüsse aufs Tor 4-12, Schüsse insgesamt 17-19. Ecken 5-9, angekommene Pässe 353, 533, Flanken 6-10. Schüsse insgesamt: Heavy 4, Luis 3, Serge 3, Torschussvorlagen, Ulisse 3, Upper 1, Musiala 1. Ja, es ist, wie gesagt, das ist krank, was Ulisse spielt, Alter. Ja. Gewonnene Zweikämpfe: Upper 5, Diaz 5, Goretzka 5. Ballkontakte 86, Tah 81, Upper 76, Bischof. Gefoult worden. Wie immer schenken wir uns. Ja, damit gehen wir rein in die Benotung. Vini, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit kriegt er von mir 'ne Note 2. Ähm Ich meine, um den 30. rum wurde es besser. Ich weiß nicht, ob vielleicht eine Ansage an Lennart Kahl kam: Junge, du musst dich auch mal ein bisschen mehr defensiv orientieren, wenn da jedes Mal ein Tom Bischof gegen Raum und dem Flügelspieler steht, ja. Ähm, Lennart Kahl hat da gar nicht mitgeholfen, gefühlt. Ja, das war eine Katastrophe. Vielleicht kam diese Ansage, ansonsten
viele Möglichkeiten waren da nicht, irgendwas zu ändern, ja. Ähm, auch Chapeau, dass er Gnabry auf dem Feld gelassen hat zur Halbzeit. Wäre bei mir definitiv nicht passiert, weil das war Arbeitsverweigerung in der ersten Halbzeit von Serge Gnabry, ähm, der dann natürlich das wichtige Tor gemacht hat, ne? Von daher Chapeau dafür. Das wäre bei mir mit Sicherheit nicht passiert. Ja, danach die Wechsel, Josh rein, ist ein No-Brainer, musstest du auch machen, ja. Goretzka raus, war auch logisch. Das Foul, ja, Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Ich weiß, da gab es noch niemals gelb, oder? Da gab es noch niemals, glaube ich, eine gelbe Karte für. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also, ich meine, das war jetzt nicht klar von hinten, das war so leicht seitlich. Ja, sorry, Alter, das ist für mich eine rote Karte. So, das kann ich nicht anders sagen. Das hat nichts mit Vereinsbrille zu tun. Ihr wisst das, wenn ihr länger auf meinem Kanal seid. Mal ein paar Worte zum Schiedsrichter kurz. Schiedsrichtergespann war Note 5, Alter. Punkt. Ja, wie oft die Fahne gehoben wurde und nicht darauf gewartet wurde, was ein Fahrer dann dazu sagen würde und es kein Abseits war, sowohl auf beiden Seiten, was immer der gleiche Linienrichter war. Katastrophe. Ja, auch die Entscheidungen, keine gelben Karten zu zeigen, Katastrophe. Auch Opa, der den einmal voll auf den Fuß latscht, ist gelb. So, da brauchen wir nicht rumdiskutieren, ja? Und da muss man sich halt nicht wundern, wenn dann diese Härte ins Spiel kommt und diese Härte war da auf dem Höhepunkt mit diesem Foul an Leon Goretzka. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Der Schiedsrichter hat das absolut nicht im Griff gehabt. Zum Glück kam dann die Halbzeit, dann hat sich alles ein bisschen beruhigt. Ähm, Der Schiedsrichtergespann hat keinen guten Job gemacht, ja. Im Gegensatz zu Vini, der auch in der Halbzeit 'n sehr, sehr guten Job gemacht haben muss, ja. Ähm, Der wahrscheinlich auch noch mal 'n Tom Bischof und 'n Lennart Kahl eingenordet hat, weil Tom Bischof war noch mal defensiver in der zweiten Halbzeit, ja. War ja schon die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit, ähm, aber auch da, ja, da sind Anpassungen passiert, ja, das muss man mal ganz klar sagen. Von daher von meiner Seite Note 2. Warum nur die 2? Ja, die erste halbe Stunde geht natürlich, also, ja, der Trainer ist am Ende der Verantwortliche und, man hat es ja anscheinend nicht geschafft, die Mannschaft scharf zu stellen. Ja, das war nichts von unserer Seite. So, ja. Von daher Note 2 für Vinny. Gut, damit kommen wir zu den Spieler. Ich habe es ja schon gesagt, Manuel Neuer heute, also, ich habe nichts, aber auch gar nichts dran auszusetzen und ich meine, wir haben ihn oft hart kritisiert, oft auch zu Recht hart kritisiert, von daher bekommt er von mir die Note 1. Ich habe nichts gesehen, wo ich irgendwie sagen könnte: „Ey, das hättest du besser machen können, das war schlecht“ oder sonst was. Das war heute eine Einser-Note von Manuel Neuer. Jeden Ball, der aufs Tor kam, den er irgendwie halten konnte, hat er gehalten, und das auch nicht irgendwie glücklich, ja, sondern souverän. Gerade das Ding dann da von ich komme nicht, auf vom Leipziger Ulisse, ja, von Jan, wie heißt der ganz? Hier steht nur Dioman. Ich weiß es nicht. 'Ne Maschine, Alter. Ja, wirklich eine Maschine, der Mann, Alter. Also, sollte man auf'm Zettel haben, auch wenn wir auf den Flügeln gerade keinen Bedarf haben. Ja, absolute Maschine, Alter. Der wird seinen Weg machen. Ähm, ja, von daher Note 1 für Manu von meiner Seite. Gut, damit geht's dann von oben nach unten. Wir fangen natürlich mit Rechtsverteidiger Tom Bischof an. Ja, Benotung ist heute ein bisschen schwierig, ja, muss ich ganz klar sagen, weil erste halbe Stunde, abgesehen von Diaz, habe ich keinen Spieler gesehen, der ansatzweise, vielleicht Pavlo noch, der Note 3 war, alles andere war definitiv schlechter, ja. Und Tom Bischof war einer, der super, super schlecht war. Also, müsste ich die erste halbe Stunde von Tom Bischof benoten, wäre es 'ne Note 5, ja. Ja, das ist nicht nur ihm alleine geschuldet, weil Lennart Kahl davor auch nicht zugegen war defensiv, ja. Auch die Abstimmung mit Uppa war schlecht, wie man dann auch beim Gegentor gesehen hat. Ja, das war nicht gut. Wie auch, ja, Tom Bischof ist kein Außenverteidiger und hat auch nie Rechtsverteidiger gespielt bei uns. Also, von daher muss man das natürlich alles ein bisschen mit einfließen lassen. Zweite Halbzeit war es ordentlich, ja. Klar, natürlich auch dadurch bedingt, dass wir viel, viel mehr den Ball hatten und Leipzig gar nicht mehr diese Aktion hatte und schon gar nicht, nachdem Michael auf dem Feld war, der halt da auch immer
defensiv sehr präsent ist, ja, da war da gar nichts mehr los da hinten über die Seite, ja. Von daher hat Tom das natürlich auch ein bisschen einfacher gehabt. Man hat aber auch gesehen, dass er viel defensiver, zurückhaltender war, ja. Ist nur ein, zwei Mal dann, wo es ja auch schon höher stand, wieder mal noch mit nach vorne gegangen. Ähm, keine Ahnung, sagen wir erste Halbzeit eine 4,5, weil die letzte Viertelstunde war auch schon besser. Zweite Halbzeit eine 3, dann sind wir bei 7,5. Durch 2 sind wir bei 'ner 3,75. Die Note haben wir nicht, also aufgerundet Note 4. Läuft, oder? Mathe gleich miterklärt hier. Upper, ja, Upper 1:1 dasselbe. Upper hat ein starkes Spiel gemacht, haben wir auch gerade gesehen an der Zweikampfquote. Ähm, hatte aber auch ein paar wilde Szenen, ja, wie die ganze Mannschaft aber in der ersten halben Stunde. Also, oft mit rausgerückt, oft nicht in den Zweikampf gekommen, nicht an den Ball gekommen. Dann war natürlich eine Lücke da. Die Abstimmung mit Tom Bischoff war eine Katastrophe die erste halbe Stunde. Nichtsdestotrotz war Opa okay, ja, aber auch beim Gegentor sah auch er nicht gut aus. Ja, das brauchen wir nicht nur alleine Tom Bischoff anheften. Ähm, danach war es viel souveräner von Opa. Ja, ich sehe Opa jetzt nicht bei einer 5 oder bei einer 4 in der ersten Halbzeit. Ich denke, da ist er mit einer 3,5 ganz gut bedient. Zweite Halbzeit war es ordentlich, war's 'ne 2,5, von daher würde ich sagen, Note 3 für Opa. Jonathan Tah habe ich stärker gesehen, nicht nur aufgrund seines Tores, auch war er der Spieler, der oft dann noch mal den letzten Fuß dazwischen gekriegt hat, wenn es gebrannt hat hinten. Ähm, wie gesagt, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war auch Opa wieder auf dem Level, war stark. Aber Jonathan Tah habe ich auf jeden Fall stärker gesehen in diesem Spiel. Und ja, auch wenn der Kopfball sehr wahrscheinlich nicht reingegangen wäre, wenn er nicht noch vom Leipziger abgefälscht geworden wäre. Hätte Fahrradkette, hat das Tor gemacht, Punkt. Von daher von meiner Seite Note 2. Ja, Ito, wo ist er? Da ist er. 1:1 das Pardon zu Tom Bischoff in der ersten halben Stunde. Ja, das war eine Note 5. Ja, ihr wisst, ich mag 'n Ito. Ich denke, Ito kann noch ein wichtiger Spieler sein, aber was er da gespielt hat, das war eine Katastrophe. Das war eine absolute Katastrophe. Der hat keinerlei Chance gehabt gegen Dioman. Keinerlei Chance. Der wurde vorgeführt teilweise, ja? Ähm, der ist in keinen Zweikampf gekommen. Wenn er 'n Ball hatte, war's, zu 80% 'n Fehlpass. Das war das war 'ne Katastrophe, ja? Auch dann, wie gesagt, letzte Viertelstunde war's 'n bisschen besser, zweite Halbzeit war's völlig fein, ja? Ähm, und er kann nicht den Faktor aufbringen wie Tom Bischoff, ja, Luis Diaz arbeitet nicht mit nach hinten, ne? Das war heute wieder 'ne Maschine, was der gelaufen und geackert hat. Ähm, ja, ich sehe Itu auch bei 'ner 4 wie Tom Bischoff. Gut, ja, dann gehen wir in die Zentrale. Fangen wir mit Leon an. Ja, keine Ahnung. Also, für 'ne 3 war's mir auch zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keinen Leon gesehen, der nur ansatzweise das Spiel mal hätte in die Hand nehmen können oder das Spiel gestalten können. Chapeau, dass er nach dem Foul noch mal weitergespielt hat, so gar keine Frage, ja. Hat auch versucht, da sich reinzuhauen. Also, es ist nicht so, dass Leo nicht will oder sonst was, aber ja, ich habe es eingangs gesagt, vergleicht das mal mit der Präsenz, die Kimmich ausgestrahlt hat. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz fair, weil generell die Mannschaft schärfer war in der zweiten Halbzeit. Ich will das auch gar nicht nur an Leon festmachen, das war jetzt kein super schlechtes Spiel, ja. Aber das war jetzt auch nichts, wo man sagt: „Oh, jo, er hat mal Einfluss auf dieses Spiel gehabt“, ne? Aber wie gesagt, ich habe nicht so viel Schlechtes gesehen. Ja, auch da das Defensivverhalten, das überrannt werden, aber das war bei Kimmich noch schlechter heute wie bei Leon. Von daher eine 3,5 für Leon von meiner Seite. War viel Durchschnitt. Ja. Ja, kommen wir zu Pavlo. Pavlo hat's ordentlich gemacht. Mir gefällt er auf dieser defensiveren Position nicht, weil
Ist natürlich auch schwierig wirklich zu beurteilen, ja. Er müsste dann auch mal 'n Zehner auf dieser Position vor ihm haben, der auch mal anspielbar ist, der auch mal Bock hat, der ihm mal entgegenkommt. Ähm, und er müsste natürlich dann auch mal im Mittelfeld Spieler an seiner Seite haben, den er halt auch mal einsetzen kann, ne? Deswegen hat er oft auch gar nicht die Wahl gehabt, ja. Deswegen musste er auf quer und nach hinten spielen. Das muss man auch mal sagen. Da muss man Pavlo auch mal 'n bisschen in Schutz nehmen. Ballverluste habe ich jetzt bei Pavlo nicht gesehen. Das war ordentlich, ja. Hm, Pavlo zu benoten ist wirklich schwierig heute für mich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Das Tor war natürlich überragend, gehört aber natürlich zu 95% Michael, aber du musst natürlich auch erst mal den Sprint machen und dahin laufen so, ja. Das musst du natürlich auch erst mal antizipieren und sehen. Das war natürlich auch stark gemacht. Ähm, Ich gebe ihm 'ne 2,5 aufgrund des Tores. Gut, ja, damit geht's in die Offensive, angefangen mit Lennart Kahl, der heute schwach war. Ja, das war nicht gut. Ähm, Wie gesagt, Defensivverhalten war gefühlt nicht zugegen die erste halbe Stunde. Offensiv konnte er keinerlei Akzente setzen. Einmal viel zu eigensinnig, anstatt den Ball auf Heavy zu legen, hat halt Heavy sich zu Recht mal richtig aufgeregt, ja. Hat Lennart Kahl gar nicht interessiert so. Das fand ich schon 'ne wilde Szene in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, das war nicht gut, Note 4. Ja, jetzt kommen wir zu dem Spieler, der wahrscheinlich am schwersten zu benoten ist heute mal wieder. Ähm, Das ist wieder Marcel Gnabry. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, erste Halbzeit, ey, da wäre es mit 'ner 5 noch gut bedient gewesen, Alter. Der war einfach nicht zugegen, der Mann. Der war nicht zugegen. Ja, Punkt. Ja. Eigentlich hat Serge Gnabry, äh, wenn er Neuner wäre, hätten wir gesagt: „Ja, war 'ne gute Leistung, ne?“ 50 Minuten nicht zu sehen, macht dann das wichtige Tor. Alles gut, ja. So 'n Robert Lewandowski, ja? Aber ist er nicht, er war der Zehner, Alter, ja? Und wenn du dann, 45 Minuten nicht zugegen bist, nicht zu sehen bist, dann ist natürlich schwierig, ja? Zweite Halbzeit war's viel, viel besser. Er hat sich auch mal viel, viel tiefer fallen lassen, ja? Was hat er auch in der ersten Halbzeit dann so wie gesagt, die letzte Viertelstunde war schon 'n Tacken besser, ähm, aber präsent war er da nicht, ja? Er war dann 'n bisschen besser im Spiel, wo sein Bro Kimmich da war, ja? Aber wie gesagt, nach dem Tor hat er eh 'n bisschen mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich gehabt oder Bock, ich weiß es nicht. Dann hat er auch mal 'n Zweikampf geführt, ist mal mit in die eigene Hälfte gegangen, ja, hat den Ball sogar gewonnen für uns. Dann war's echt ordentlich, ja. Ähm, Ey, ganz ehrlich, mehr als 'ne 3 ist es aber auch heute nicht, ja. Und das ist noch mit viel Wohlwollen, Alter, weil die erste Halbzeit war wirklich unterirdisch. Junge, Katastrophe. Ja, kommen wir zum einzigen, der in der ersten halben Stunde wirklich da war aufm Platz. Ja, auch 'n Harry Kane war nicht zu sehen in der ersten halben Stunde. Luis Diaz war der Mann, der in der ersten halben Stunde auch da war, der wo du gemerkt hast, der hat Bock. Auch nach dem 0:1 hat er sich dagegen gestemmt, hat sich reingeworfen, hat Versuch gemacht, getan. Leider wollte keiner. So hatte man so das Gefühl, ja. Also, Luis Diaz war da schon präsent und zweite Halbzeit, der hat nahtlos daran angeknüpft, ja, auch wie er defensiv wieder mitgeackert hat, gerackert hat. Viel versucht, heute 'n bisschen. Einmal war's ja sogar abseits, aber dann natürlich noch das Dingen ähm, den Lauf gemacht, das Ding rübergelegt. Also, wie gesagt, für mich Note 2, weil er auch der einzige Spieler war in der ersten halben Stunde, der wirklich auf dem Platz war, Alter. Gut, Harry Kane. Auch Harry Kane war erste halbe Stunde nicht zu sehen, muss man ganz klar sagen. Es hat mich auch gewundert, dass Harry Kane, wie gesagt, so lange gebraucht hat, ähm, bis er's eingesehen hat und sich hat fallen lassen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer das Kommando gibt, wer das entscheidet. Eigentlich ja Harry Kane alleine, haben wir gehört in der PK von Vinny. Ja, dann war er der es da geordnet hat, ja. Und wir haben es ja dann auch gesehen mit dem Ball, den er dann noch auf Maika gespielt hat und so weiter. Harry Kane ist einfach ein Monster aus dieser Position und hat dann ja auch noch sein Tor gemacht, ja. Ähm, aber erste halbe Stunde, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man Harry mal sagen. Ohne Scheiß, ich würde 'n Heavy als Zehner aufstellen, wenn wirklich in der Zentrale es keiner hinkriegt, das Spiel in die Hand zu nehmen. Ja, das muss man jetzt mal das Spiel gegen
die beiden Spiele sehen, wo es so war. Ja, und dann musst du einfach sagen: „Komm, ich stelle Harry Kane gleich auf die 10. Stell 'n Ziyech da vorne als hängende Spitze rein und gut ist.“ Ja. Ich glaube, das würde viel, viel mehr Sinn machen, weil dann wäre Harry Kane gleich da präsent und dann wäre es gar nicht erst so gelaufen wahrscheinlich die erste halbe Stunde. Ja, danach war es natürlich wieder Harry Kane, wie er ist, wie er leibt und lebt. Ähm, aber ich muss die erste halbe Stunde auch ein bisschen mit einfließen lassen, ja, und deswegen gibt es von meiner Seite, er hat noch ein Tor gemacht, überragende Bälle gespielt, gibt es die 2,5. Gut, ja, und zu Michael sind wir bei den Einwechselspielern. Fangen wir mit Michael direkt an. Ja gut, ich denke, da gibt es keine 2 Meinungen. Das war eine glatte Eins. Ähm, überragend mal wieder. Überragend. Ja, allein die Präsenz, die er ausgestrahlt hat, im Gegensatz zu Lennart Karl vorher auf dieser Position. Ja, also, ey, das ist kein Hate, Shame oder sonst was gegen Lennart Karl. Der Junge ist 17, der muss nicht unser Spiel tragen, ja. So, da haben wir nicht zu verlangen, dass der auf Michaels Niveau ist oder ansatzweise auf dem Niveau. Wenn er mal einen richtig geilen Tag hat und so weiter, alles passt, ja, dann ist Lennart Karl gut, ja, dann, passt, gut, aber er ist ein Jugendspieler. So, ja, das ist seine erste Saison, das war jetzt sein 16. Bundesliga-Einsatz, alles ist fein, ja. Nicht falsch verstehen. Ja, zurück zu Michael. Ey, wenn ihr das Spiel gesehen habt, brauche ich nichts sagen, oder? Punkt. Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, Michael hat Michael-Sachen gemacht, wie immer. Überragend. Überragende Leistung. Gut, ja, kommen wir zum zweiten Spieler, der heute für mich fast unmöglich zu benoten ist Joshua Kimmich. Ich mache es kurz und schmerzlos, ich gebe ihm 'ne 3. Ich bin komplett unentschlossen, weil ich Kimmich benoten soll. Kimmich war heute super wichtig für diese Mannschaft, ja. Wenn ich nur das benoten müsste, dann wäre es eine Note 1. So, müsste ich nur sein defensives Verhalten benoten, ey, dann ist es zwischen 5 und 6. So ehrlich muss man mal sein. Ich kann doch nicht den Leipziger den Ball in den Fuß spielen im eigenen 16-Meter-Raum. Ja, und dann fange ich noch nicht an mit den defensiven Zweikämpfen nach hinten hin. Ja. Bewerte ich nur das Gegenpressing bei Ballverlusten in der gegnerischen Hälfte, da war es ordentlich, da war es eine 3 bis 2. Bewerte ich die Ausstrahlung, den Spielaufbau, die 3 4 guten langen Pässe auf Michael Olise. Wie gesagt, Joshua Kimmich war der Einzige neben Harry Kane, der das Spiel da dann in die Hand genommen hat, so, ja. Ja, dann ist es Note 2. Ihr merkt, rechnet mal die ganzen Noten zusammen. Es ist super schwierig, 'n Joshua Kimmich heute wirklich gut zu benoten. Deswegen von meiner Seite die Note 3. Wenn wir ins Detail gehen, ihr habt es gerade gehört, dann wird es teilweise halt wild, ja. Teilweise war es überragend gut, teilweise war es katastrophal schlecht. So ehrlich muss man leider sein. Alphonso Davies, ja, hat ja noch einen guten Lauf gehabt. Ansonsten haben wir heute auch noch mal gesehen, weil wir ja letztens die Diskussion hatten im Stream, Geschwindigkeit zählt. Ja, das haben wir heute gesehen, ne, dass sie nicht zählt. Wenn ihr euch anguckt, wie Alphonso Davies da teilweise nach hinten, den Sprint angezogen hat, auch einmal kurz, den Fuß am Ball hatte, hat den Ball aber nicht gewonnen, sondern der Spieler hat ihn einfach technisch rausgenommen, ja. Ähm, aber auch da, ey, Alphonso Davies braucht noch Zeit, alles ist gut. Gut, dann willkommen back. Ja, willkommen back. Schön, ihn wieder auf dem Feld zu sehen. Auch schön zu sehen, dass auch ein paar Leipziger, sich gefreut haben, wahrscheinlich Richtung Nationalmannschaft. Schön zu sehen, wie die Mannschaft sich gefreut hat. Schön zu sehen, wie Djamal sich gefreut hat. Schön zu sehen, dass er wieder da ist und da gleich noch den Fuß dran hatte. Da hat er gleich noch eine Vorlage auf dem Konto stehen. Wilde Nummer. Ich hoffe, es geht weiter gut voran bei Jamal Musiala und nochmal, ja, ich habe es schon oft gesagt, überlegt euch Ulisse in Topform, Diaz in Topform, Harry Kane vorne in Topform. Und dann hast du nicht einen Serge Gnabry da 50 Minuten rumdümpeln auf der Zehnerposition oder einen Lennart Karl, von dem man das eh noch nicht verlangen kann, sondern Jamal Musiala in Topform. Alter, dann ist das geisteskrank. Ja, muss man einfach so sagen. Gut, und dann haben wir ja sogar noch Mincher gesehen für ein paar Minütchen. Ja gut, da war der Bums war durch. Da war nichts mehr mit irgendeiner Defensivaktion oder sonst was. Von daher alles gut. Ja,
Wie gesagt, dass du dieses Spiel nach dieser ersten halben Stunde, sag ich mal, nochmal die letzte Viertelstunde war es ausgeglichen, da wurde aber auch ein bisschen hektischer, da war nicht nur Leipzig so dominant. Dass du das noch in diesem Maße drehst, ist natürlich wieder Chapeau an diese Mannschaft. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, danke an RB Leipzig, ja, dass sie dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Also, hätte es 3:0 gestanden zur Halbzeit, glaube ich, wäre das nicht passiert. So, so ehrlich muss man sein. Und die Chancen hatte RB dafür auf jeden Fall, ja. Aber so war es nicht und dann haben wir diese zweite Halbzeit von unserer Mannschaft gesehen und dann geht's 5:1 aus. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.